In den Kommentaren von meinen letzten Videos habe ich immer wieder gemerkt, wie schwierig es scheinbar ist, meinen Namen richtig zu schreiben. Was habe ich da nicht alles für Varianten gelesen? Tino, Tinus, Tito und noch Haufen andere kreative Varianten vom Tino habe ich dort gefunden. Heute erkläre ich euch, wie man im Kanton Bern zu einem Tino wird. Und nein, das ist weder ein Künstlername noch mein richtiger Name. Ja, ich heisse eigentlich Martin. So ganz klassisch. Aber hier bei uns im Kanton Bern geht der ganz normale, stinklangweiliger Martin eben irgendwie nicht. Es ist hier eben so eine Sache mit diesen Namen. Und für alle Bernerinnen und Berner und sicher auch für die meisten anderen Schweizer, die können das Video hier jetzt eigentlich beenden. Weil euch erzähle ich ganz sicher nicht viel Neues. Aber vor allem unsere Nachbarn aus dem grossen Kanton, oben im Norden, die können heute ganz bestimmt noch etwas Neues lernen. Ja, hier in Bern haben wir die Eigenart, einen Haufen Wörter abzukürzen. Und am liebsten machen wir das mit den Vornamen von unseren Kolleginnen und Kollegen. Und so wird hier eben aus einem klassischen Urs dann plötzlich ein Ursel oder aus einem Beat ein Bidu. Es ist aber nicht immer ganz so einfach. Aus einem Stefan kann nämlich zum Beispiel ein Steffu werden, aber auch ein Stiefel oder ein Stuffi. Das kommt sehr darauf an, ob man zum Beispiel eine Person kennt mit dem gleichen Namen oder mehrere. Dann muss man die ja irgendwie auseinanderhalten, oder? Es kommt auch immer ein bisschen darauf an, in welcher Region vom Kanton Bern dass man wohnt und wie das Ganze entsteht. Manchmal brauchen wir sogar die Nachnamen. Ich war in der Primarschule zum Beispiel häufig der Müller oder eine Zeit lang sogar der Mülse. Ja, und so ist eben aus einem gewöhnlichen Martin Müller irgendeinmal ein Tino geworden. Man nimmt einfach einen Teil vom Namen, der Tin, das Ende von Martin, hängt ein U hinten dran und schon haben wir nicht mehr einen Martin, sondern eben einen Tino. Eigentlich doch ganz logisch, oder? Ja, und so hat wahrscheinlich schon im Kindergarten oder dann spätestens in der Primarschule praktisch niemand mehr Martin zu mir gesagt. Da wirst du gleich eben mal zu einem Tino. Und auch heute ist es eigentlich so, dass in meinem Umfeld eigentlich fast die Einzigen, die mir noch Martin sagen, meine Eltern sind. Und sonst macht das eigentlich praktisch niemand mehr. Und darum ist es für mich nichts als logisch, wenn ich mich sowieso immer näher als Tino Müller vorstelle, dass ich eben auch auf meinem Kanal, auf meiner Webseite oder hier bei euch auf YouTube auf meinen Rufnamen Tino zurück bin. Und Müller ist ja jetzt auch nicht gerade unbedingt ein wahnsinnig seltener Nachname. Dann kann man sich doch wenigstens hier in diesem grossen Internet-Dschungel mit seinem Vornamen ein bisschen abheben von allen anderen Hunderttausenden Martin Müllers, die es da wahrscheinlich irgendwo noch gibt. So, und jetzt wisst ihr es. Und ab jetzt erwarte ich auch, dass unten in diesen vielen Kommentaren, die ihr mir immer wieder schreibt, zumindest auch mein echt Berner Kurzname Tino richtig geschrieben wird. Hey, ich weiss nicht, wie es bei euch ist, in eurer Region. Gibt es bei euch auch Kurznamen, Abkürzungen? Hast du auch irgendeine spezielle Geschichte zu deinem Vornamen? Dann schreibt ihn doch gerne unten rein und ich gebe mir alle Mühe, in meiner Antwort deinen Namen dann auch richtig zu schreiben. Hey, das wär's mit dem Tino seinem Senf für heute. Für einmal nicht zur Fotografie, sondern ein bisschen Berndeutsch kommt für alle, die das noch nicht gewusst haben. Merci vielmals fürs Zuhören und Zuschauen und noch viel mehr merci, dass du ab jetzt meinen Namen immer richtig schreibst. Tschüss zusammen, einen schönen Tag, macht's gut.